Hey, so gut, dass ihr euch mit dem Thema erfolgreich kommunizieren noch vertieft auseinandersetzen. Im Sketch haben wir ja gesehen, dass Manuela Simon frontal angreift mit ein paar Du-Botschaften, was definitiv nicht wird zu einer Veränderung führen. Ja, wir sind ganz verschiedene Persönlichkeiten mit verschiedenen Erlebnissen und haben darum auch ganz unterschiedliche Kommunikationsstile. Über die Jahre hinweg entwickeln ein paar Kommunikationsmuster mit guten und mit schlechten Seiten. Um als Paar miteinander zu wachsen, ist es ganz wichtig, dass man gut miteinander kommunizieren kann. Nur wer gut kommunizieren kann auch in der Kommunikation Intimität erleben und mehr miteinander zusammenwachsen. Unsere Unterschiedlichkeit, Geschäftigkeit, unser persönlicher Stress, die erhöhen den Druck im System und erschweren die Kommunikation deutlich. Und als Konsequenz agieren wir dann eben schnell mit einer sogenannten Du-Botschaft, die oft auch einen subtilen Vorwurf beinhalten kann. Eine Du-Botschaft ist viel schneller gesagt wie «Nie bist du bereit, schon wieder bist du spät». Mit der Konsequenz, dass sich der Partner angeklagt erlebt und dann dementsprechend sich entweder zurückzieht oder aber in die Offensive geht und sich wehrt. Eine Ich-Botschaft braucht einen Moment mehr Zeit, zu überlegen, wie ich etwas sage, hat aber den Vorteil, dass sie nicht anklagend wirkt, weil ich bei mir, bei meinen Gefühlen bleibe. Es ist mehr eine Vermutung, keine Behauptung. Und der Partner erfährt etwas über meine Bedürfnisse, meine Gefühle. Und eine Diskussion, wer Recht hat, kann vermieden werden. Ja, mit einer Ich-Botschaft gebe ich einen Einblick in meine Gefühle, in meine Emotionen, in mein Innenleben. Und das, ohne dem Partner dafür die Verantwortung zuzuschieben. Es ist ganz wichtig, dass man in einer Partnerschaft über Gefühle und Emotionen reden kann. Sonst kommt die Partnerschaft ganz einfach einen geschäftlichen Charakter über, wird oberflächlich und verliert an Tiefe. Aber vorsichtig! Auch Ich-Botschaften können manipuliert werden. Wenn ich zum Beispiel der Simi sage, ich fühle mich nicht unterstützt von dir, dann sage ich nichts über meine Gefühle und nichts über meine Emotionen. Ich sage nämlich nur indirekt, du unterstützt mich nicht. Das heisst, auch Ich-Botschaften allein helfen nicht. Die Herzenshaltung, die muss stimmen. Ja, was ist meine Herzenshaltung in dem Moment? Sehen wir uns auf Augenhöhe oder fühle ich mich mit dem Partner eher unterlegen oder überlegen? Was ist mein Ziel in dem Moment? Dass ich mit meinem Willen Recht bekomme, durchkomme? Prüft hier in dem Moment zuerst mal eure Herzenshaltung gegenüber einander. Ja, in einer Partnerschaft ist es ganz wichtig, dass man miteinander auf Augenhöhe kommunizieren kann und so gegenseitig Bedürfnisse Rücksicht nehmen kann. Ich-Botschaften können dabei helfen, aber sie sind natürlich kein Allheilmittel. Gut ist aber, wenn man Ich-Botschaften brauchen kann man oft den Sprengstoff aus den Diskussionen herausnehmen. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie sehen die Ich-Botschaften genau aus und wie gelingt es einem, die in den Alltag zu bringen? Kurz gesagt, Ich-Botschaften bestehen aus 3 Teilen. Im ersten Teil, Feldstecher, beschreibe ich, was ich sehe. Ich gebe Beobachtung weiter, ohne Bewertung. Im zweiten Teil sage ich, was es mit mir macht, wie es mir geht dabei, was ich für Gefühle hier entwickelt habe. Und als dritten Punkt habe ich Schuhe dabei, die auf dem Boden stehen. Ich erkläre den Grund, warum ich mich so fühle. Bei der Manuela und beim Simon im Sketch hätte Manuela sagen: Hey Simon, wenn ich sehe, dass du dich jetzt rasierst, habe ich Angst, dass wir zu Sport kommen, was mir sehr unangenehm wäre. Ja, am besten trainieren wir die Ich-Botschaften, indem wir sie am Anfang aufschreiben. Jetzt denkt ihr wohl, das ist doch ein Witz. Ich kann doch nicht mit in einer Diskussion sagen, stopp, Schatz, ich muss schnell sitzen und zuerst Ich-Botschaft formulieren. Natürlich funktioniert das nicht. Aber in den meisten Partnerschaften hat es immer wieder Themen, wo man sich wieder darüber streitet. Überleg dir mal, was ist so ein Thema und was sind die Gründe dafür? Und dann probier, eine Ich-Botschaft zu formulieren und mit deinem Partner darüber zu reden. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann wird es euch auch besser gelingen, in hitzigen Diskussionen in Ich-Botschaften zu kommunizieren.
Ich-Botschaften allein reichen natürlich nicht für eine gute Kommunikation. Mindestens so wichtig ist auch, dass wir aktiv zulassen, dass ich dem anderen zulassen und das braucht dies und meine Entscheidung. Ich muss mich entscheiden, einem Partner wirklich zuzuhören, wann er für Gefühle, wann er Bedürfnisse hat. Gute Kommunikation ist definitiv einer der Schlüssel von einer erfüllten, tollen Ehe. Und darum bleibt dran.